Grüß dich zurück bei Fallout 4. Wenn ich mich nicht verrechnet oder verzettelt habe, müsste dies die Neujahrsepisode am 01.01.2022 sein. Ansonsten ist sie halt an einem anderen Tag. Keine Ahnung. Wir sind eigentlich auf dem Weg nach Diamond City. Das letzte Mal haben wir ausgekramt, genau. Wie du siehst, wir haben fast nichts dabei. Bei über 2 Millionen Tragkraft oder Eigengewicht, was wir dann mit uns mittragen dürfen. Ich hätte gesagt, folgendes, Karte da. Und zwar, ich hätte gesagt, super duper, Corvega, Corhega, College Square, da müssen wir her. Ja. Ich hätte gesagt, wir reisen nun weiter in Richtung Diamond City. Allerdings müssen wir zuerst noch einen kleinen Umweg über die Bruderschaft machen. Wäre ja langweilig, wenn ich für jede Folge einen Titel habe. So brauche ich nur eine Zahl verändern und nicht eine ganze Zeile reinschreiben. Okay. Wir gehen jetzt mal zu Paladin Dance und seiner Crew. Folglich gesehen passt dort auch der linke Schuh. Riderleder. Okay, das war ein Rider. Ein Rider. Knight Rider. Okay. Also was ist denn da passiert? Ja, bist du Moped, ha? Da hat doch ein Schuftikus für Chaos gesorgt. Was ist das? Wir können uns ja 2 Stimpaks können wir uns ja gönnen, oder? Was hältst du davon? Warte mal ganz kurz. Statistik. Und zwar, es gibt etwas, was ich wissen muss. Spezielle. Charisma. Charisma. Wo habe ich irgendein Kleidungsstück mit Charisma? Warte mal. Wir reisen mal kurz zurück in Richtung Sanctuary. Entweder... Na, ich glaube, irgendwas mit Charisma haben wir in der Red Rocket liegen. Na gut, bei 2 Millionen Tragkraft oder Gewichtszunahme, die wir zulegen können auf unserer Bandscheibe, könnte man das ruhig mitnehmen. Aber für normalerweise... Ja, die haben wir auch da, aber ich weiß nicht, wie viel Fusionskerne das wir haben. I believe not so much. Not so many. Keine Ahnung. 1, 2. Lächerlich. Wir müssen in Diamond City, wenn wir dort jemals ankommen sollten in den nächsten 200 Jahren, müssen wir dringendst einkaufen. Da ist nix. Nö. Wir schauen kurz in Richtung Diamond City. Maus. Danke. Wir zwei unterhalten uns später. Die Alte braucht einen Stuhl. Karte da. Und zwar, ich möchte ja mit dir zur roten Rakete rauschen. So. Und über viel Quatsch und Schwachsinn plauschen. Ja, die letzte Episode war ein bisschen eigen. Ganz was Eigenes.
Mal über bis dies und das geplaudert, gell? Warte mal. Unser Dirndl. 2 Punkte in Charisma. Und wenn wir komplett fertig sind, nehmen wir uns noch den Hut dazu. Sie wird dann so ausschauen wie ein kompletter Vollidiot, aber macht nichts. College Square, da, genau. Ich muss schon zusammenreißen. Ich muss mir echt zusammenreißen, was ich sag. Gell? Wie ich was sag. Ich weiß, das passt jetzt zwar nicht daher, gell? Aber ich hab mir das letzte Mal so viel lachen. Hab mir einen Rasierschaum gekauft, ne? Hab den Rasierschaum auspackt, beziehungsweise hab die Dosen in der Hand, bin Deckel runtergeschraubt, wollte mal das Gesicht alle rasieren, was der diesen komischen Schamhaarabwurf runter rasieren, gell? Und dann schau ich so auf die Dosen und dann steht ganz unten auf der Dosen, steht dann ganz klein oben vegan. Wie man's im, ich weiß nicht, hat das irgendeinen hat das irgendwie eine tiefere Bedeutung? Ich weiß es nicht, was ist denn im Rasierschaum drinnen? Ich meine, vielleicht bin ich zu alt für den Scheiß, dass ich es verstehe. Ich hab gar nicht gewusst, dass man bitte, gell, es ist jedem das Seine, gell? Mir ist es ja scheißegal, aber ich hab's nur lustig gefunden. Ich hab gar nicht gewusst, dass in Rasierschaum Fleisch eingearbeitet wurde. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich verstehe es momentan nicht mehr, über was man sich heutzutage alles so Sorgen machen kann und Gedanken machen kann. Ich habe mittlerweile gar nicht mehr die Zeit dazu. Was ich aber die Zeit habe, ist, dass ich da jetzt mit euch herumschlender und mich da mit diesem Kinderwagen spiele. Kann man denn? Ach Mädel, wir zwei müssen noch viel lernen. Komisch. So, herumschubsen kann Sinn, gell? So. Aber hochheben, das geht nicht. Komischerweise. Diesen Jungen kann ich aber hochheben, so stark ist sie dann schon. Brauchst du nur schauen, wie es knackt zittert, der hat Angst. Gut. Weiter geht's. So, mein Schatz, wir müssen dich mal einkleiden. Wir müssen ins intervenierte Inventar. Kleidung da. Milizhut. Rotes Kleid. Wow. Ich muss da offen ehrlich gesagt gestehen, die Frau braucht eine andere Frisur. Da kann der Milizhut noch so dämlich ausschauen. Wenn die Frisur nicht passt, dann passt gar nichts. Gut, auch wieder mit uns. Jetzt gehen wir in den Paladin Dance mal ein bisschen auf die Eier. Mei Lieb, hat da wer Blume drauf gemalt, schau mal. Ach, ist das schön. Oh. Kinderspiel, aber da muss man einfach zugreifen. Richtig. Vor allem, weil es nicht unser Verdienst war. Wir haben ja nur deppert zugeschaut. Und ab und zu... innerhalb des Perimeters, aufgepasst. Hey, Dance, beruhig dich, du Lappen. Ich will mich da nur... Ritter Keen? Frage. Ich kann mich an einen Ritter Keen da gar nicht erinnern. Wir nehmen die
Muni und den Anzug einfach einmal mit. Man weiß ja nie, was wir damit machen können. Haarklammer, her damit. Maulwurfsrattenzähne, ne? Die passen ja zu einem Ghoul, ne? Ne? Cool. Gut, wir reden mal mit der Blechbüchse. Ja, genau, Blechbüchse. Entschuldigung. Wir sind für die Hilfe dankbar, Zivilist. Aber was willst du hier? Ja, ich versuche einfach zum Überleben, oder? Ich versuche nur hier draußen zu überleben. So wie alle anderen auch. So wie du vorgestürmt bist und diese wilden Ghule erledigt hast, fällt mir das etwas schwer zu glauben. Kommst du aus einer der Siedlungen in der Gegend? Wir sind... Sind diese Fragen wirklich so wichtig? Ich habe dir schließlich im Kampf gegen die wilden Ghule geholfen. Da hast du irgendwie recht. Wenn ich misstrauisch erscheine, dann nur, weil unsere Mission hier bisher sehr schwierig verlaufen ist. Seit dem Augenblick, als wir das Commonwealth erreicht haben, wurden wir fortwährend angegriffen. Wenn du uns weiter unterstützen willst, wir könnten eine weitere Knarre auf unserer Seite gut gebrauchen. Wer bist du wirklich? I want to help, but I don't like the secrecy. Who are you really? Also gut. Ich bin Paladin Dance von der Stählernen Bruderschaft. Das da drüben sind Gelehrte Halen und Ritter Rice. Wir sind auf einer Erkundungsmission, aber mir fehlt ein Mann und wir haben nur noch wenig Vorräte. Ich habe versucht, ein Notsignal an meine Vorgesetzten zu schicken, aber das Signal ist zu schwach. Sir, dürfte ich? Sprich, Halen. Ich habe den Funkturm auf dem Dach des Polizeireviers modifiziert, aber ich fürchte, das reicht noch nicht. Wir brauchen etwas, um das Signal zu verstärken. Unser Ziel ist ArcJet Systems. Dort finden wir die Technologie, die wir brauchen. Einen Hochleistungssender. Wir infiltrieren die Anlage, sichern den Sender und bringen ihn hierher zurück. Also, was sagst du? Bist du bereit, der Stählernen Bruderschaft zu helfen? Natürlich helfen wir der feuchten Luderschaft. Stählerne Bruderschaft? Was ist die stählerne Bruderschaft? Unser Orden will das Wesen der Technologie verstehen. Ihre Macht. Ihre Bedeutung für uns Menschen. Und wir kämpfen, um diese Macht vor denen zu schützen, die sie missbrauchen würden. Missbrauch von Technologie. Prinzipiell, ich muss jetzt mal kurz ausholen. In Fallout 3 war die Bruderschaft ja eher empathischer. Da haben sie ein bisschen mehr was fürs Ödland, fürs Ödland der Hauptstadt gemacht. Haben den Menschen auch ein bisschen geholfen. Das kritisiert ja der Dance irgendwann einmal, wenn du dich mit ihm auseinandersetzt. Oder wenn du ihn als Begleiter hast. Ich hingegen empfinde ja die Bruderschaft aus Fallout 3 um einiges besser wie diesen Haufen da. Was soll ich da sagen? Wenn man, da gibt's einen Abschnitt, wenn man dann später bei der Bruderschaft in diesem komischen Luftschiff ist, da kann man zu diesem einen Kerl gehen, der da eingesperrt ist, da bei der da als Lagerist dient oder als Verkäufer sonstiges. Du kannst da dort bei deiner Mission holen, gell? Und diese Mission besteht ja dann daraus, sich mit den Siedlungen in der Umgebung zusammenzureden, wenn nötig, auch mit Waffengewalt. Ja, man impliziert eigentlich schon genug, dass man sagen kann, was sie eigentlich wollen. Ich für meinen Teil bin mit diesem Teil der Bruderschaft nicht ganz einverstanden. Bitte, das ist jedem das Seine, gell? Jeder hat seine eigene Meinung drüber, gell? Also, nur, dass wir uns da drüber jetzt im Klaren sind, gell? Ja, was der wie das ist. Was der... Aber speichern. Klingt eigen, Missbrauch von Technologie. Auf welche Weise hat die Menschheit Technologie missbraucht? Vor dem großen Krieg waren Wissenschaft und Technologie kein Segen mehr, sondern eher eine Belastung. Die Atombombe, genetisch erschaffene Krankheiten und das FEV sind nur einige Beispiele für die Schrecken, die der technologische Fortschritt mit sich gebracht hat. Wir wollen dafür sorgen, dass sich so etwas niemals wiederholt. Was aber im Prinzip irgendwo, was ich da jetzt aber auch kritisieren muss. Ich meine, ich bin auch ein Mensch. Ich denke mir zeitweise auch mittlerweile schon, der technische Fortschritt hat die Menschheit irgendwo einen Teil für sich selber weitergebracht
und an Teufel sich selber wieder zurückgeworfen. Man kann mich jetzt paranoid nennen, man kann mich jetzt ein bisschen naiv nennen, aber. In einer Sache hat der technologische Fortschritt sogar Rückschritte gebracht. Gut, ich bin irgendwer. Ich bin irgendein kleiner YouTuber, weil YouTube wird ja nur bei Kanälen in der Größenordnung gemessen. Ich habe 54 Abonnenten und ja, ich mache das einfach, was mir Spaß macht. Ja. Ich nehme Videospiele auf und bastel Heavy Metal Intros dazu und ja, das lade dann hoch, den Scheiß. Allerdings, was ich mittlerweile eher traurig empfinde, dass sich der Mensch trotz technologischen Fortschritts von einer einzigen Sache immer abhängiger macht. Und das muss ich leider jeden Sommer bei uns da in meiner Stadt, wo ich wohne, immer wieder feststellen, wenn ich über den Hauptplatz laufe, bei der Eisdiele vorbei, überall die Tische ausbratend und überall sitzen dann die Familien, die Jugendlichen in einer Riege oder Clique zusammen und jeder schaut nur mehr aufs Handy. Ja, was soll ich da sagen? Handy hin, Handy her. Ich empfinde das Handy mittlerweile als Belastung. Ja, es ist schwierig zum Erzählen, aber für mich persönlich ist das Handy mittlerweile eher Belastung. Ich bin offen und ehrlich gesagt froh, wenn ich nach der Hocken, wenn ich nach der Arbeit heimkomme, hinter mir die Tür zusperre und die Welt kann sich um ihre eigenen Probleme kümmern. Der Rest ist mir wurscht, hinter mir die Sintflut. So, und nun zu dieser Sache da mit dem Dance. Es ist ja kein Geheimnis, oder? Der Dance, wie wir wissen, ist ja ein Sünd. Ne? Nur weil er jetzt da ein Sünd ist, wird er später, wir müssen im Prinzip ja dann später, wenn wir die Mission der Bruderschaft verfolgen, müssen wir ja in Dance seinen Allerwertesten retten. Ich wollte jetzt nicht Arsch sagen, gell, weil ich wollte jetzt schon wieder in den fäkalen Bereich abdriften, aber was das ist. Gut, ich hätte gesagt, wir dann das jetzt weiter und wenn's passt, werde ich wieder was dazu sagen. Also ich bin 40 Jahre jung, gell? Ich bin ein recht hinterbliebener Mensch, weil ich habe irgendwann einmal gehört, das muss ich auch gleich dazu sagen, ein bayerischer Arzt oder Wissenschaftler hat er nämlich irgendwann einmal von sich gegeben, dass Menschen, die im Dialekt reden, geistig hinten blieben sind, also geistig zurückblieben. Ne? Also du darfst dich dann später nicht wundern, wenn ich keinen geraden Satz mehr rausbringe. Gell? So ja, genau. Hinterbliebene Affen, genau. Also dann viel Spaß jetzt mit dem Paladin Dansee und der Rest wird sich dann ergeben. Klingt eigennützig. Ihr stehlt Technologie und behaltet sie für euch. Du meinst, dass wir das aus Eigennutz tun? Ja. Ich kann dir versichern, dass wir ganz andere Beweggründe haben. Echt? Also, was sagst du? Wirst du uns helfen? Die große Prämisse oder das große Lob, was er sich da jetzt da selber auferkoren hat, ist, den Kampf ins Commonwealth zu bringen gegen den Feind, das Institut. Brr, grauenhaft, da zückt's mein Rauz bis ins Vorderhirn. Wir helfen ihm einfach. Lasst uns keine Zeit verlieren. Auf geht's. Wunderbar. Er ist ja eigentlich ein sympathischer Kerl, der Dance. Er ist halt nur ein bisschen eigen. Nennen wir es einmal so. Wie gesagt, Alan, bring Reese nach drin und versorg seine Wunden. Ja, Sir. Reese, wenn du wieder auf den Beinen bist, möchte ich, dass du den Perimeter sicherst. Ich kümmere mich drum. In Ordnung, Zivilist. Dann zeig mal, was du kannst. Begib dich ins Polizeirevier und stock deine Ausrüstung auf. Lass es mich wissen, wenn du bereit bist. Dann mal los, Leute. Okay, Großer. Gehen wir. Ja. Yippie! Wir haben wieder Level Up. Juhui! Holla die Waldfee. So, jetzt habe ich wieder den Kommentar zugerotzt. Call to Arms, okay.
Speak to Paladin Dance. Okay. Übrigens, meine Lebenseinstellung. Jeder wie er will. Wurscht, ob du jetzt das machst oder das machst, ist mir persönlich scheißegal. Sei einfach ein Mensch, sei wie du bist, sei offen und tolerant und akzeptiere mich so wie ich bin und ich akzeptiere die und toleriere die auch wie du bist. Und mir ist das scheißegal, ehrlich gesagt. Genau, das ist meine Grundeinstellung im Leben mittlerweile. Weil es ist wurscht, in was für Richtung dass du schaust. Es ist egal, bei welchen Themen du irgendwas siehst, was dich stört, oder wo du dir denkst, sind die jetzt komplett deppert. Du kannst den Verlauf der Dinge nicht ändern. Es ist leider so. Okay? Du kannst den Lauf der Zeit nicht verändern. Du kannst nur dann was dagegen machen, wenn du zum Beispiel eine Stimme angeben kannst, bei Wahlen etc. Das ist der einzige Moment, wo du was machen kannst. Der Rest liegt dann nicht mehr in deiner Hand. Ich habe das, glaube ich, in deinem Video oder in einem von den anderen Videos schon mal erzählt. Die Aussage eines äußerst intelligenten Menschen, von dem ich persönlich sehr viel halte. Und zwar hat er die Aussage gebracht, den perfekten Ort wirst du nie finden, den wird's auch nicht geben. Du musst da den Ort, du musst dir den perfekten Ort selber schaffen. Genau. So ist es. Du, auch wenn Videospiele, zum Beispiel jetzt nur mehr, weiß ich nicht, Videospiele jetzt immer weiter den Bach runtergehen. Ich spiele trotzdem das, was mir gefällt, aber wenn das schon ein bisschen älter ist. Ja, keine Ahnung. Und da waren ich da jetzt nur Reden halt von sinnloser Bedeutung, ne? Aber wie gesagt, es ist jedem das Seine. Jedem das Seine, mir das Meine. So, und nun stocken wir da drin unsere Ausrüstung auf. Wir werden aber zuerst diesen Level-Up-Punkt da vergeben. Dieses Level-Dingenskirchen. Bevor ich mich da weiter verbrabbel. Jetzt dauert die Folge knappe 25 Minuten. Wird dann noch ein bisschen. Weil sonst hast du nichts davon, wenn ich nur plapper und du hast keinen Inhalt. Nö, das will ich nicht. Nö. Finde mehr Kronkorken, Biberbo und Tralala, Transpiri und Transpira. Das sind so viele Level up, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Genau, einen glücklichen Idioten haben wir ja. Schloss kacken. Genau. Wir kacken ihm ins Schloss. Dem guten Dance. Wir ziehen uns wieder das alternative Piper-Outfit an. Dann mal rein mit uns. Also fliegst du mich jetzt zusammen oder nicht? Ich weiß nicht. Deine Aussichten sind ziemlich schlecht. Wäre vielleicht humaner, dir einfach den Gnadenschuss zu verpassen. Ja. Du bist so ein herzensguter Mensch, Doc. Hör auf, rumzuzappeln, damit ich dich verbinden kann. Wir müssen schauen, ob wir das Tonband oder das Holoband von der Halen finden. Hältst du dich irgendwie für eine große Nummer? Was auch immer, aufpassen, falscher Fuß. Warum so wütend? Warum bist du so wütend auf mich? Ich bin nicht wütend. Ich erkläre dir nur, wo du stehst. Du bist hier nur eine angeheuerte Aushilfe. Mehr nicht. Deine Meinung? Wenn du meinst. Genau so ist es. Und jetzt erkundige dich mal besser, ob es schon einen neuen Auftrag für dich gibt.
Er ist ein unsympathisches Arschloch. Gelehrte Wie Halen. sehen die Verteidigungsanlagen aus? Können wir uns hier Einsatzgelehrte Halen, persönliche Aufzeichnungen, Eintrag 324a. Langsam frage ich mich, ob es so schlau war, der stählenden Bruderschaft beizutreten. Ursprünglich bin ich beigetreten, weil ich Schutz und Kameradschaft suchte. Aber langsam befürchte ich, dass ich dabei ein Stück meiner Menschlichkeit aufgegeben habe. Die Botschaft der Bruderschaft lautet Hoffnung für die Zukunft. Das klingt idealistisch und edel. Aber ihre Methoden lassen eine Menge zu wünschen übrig. Besonders schlimm scheint es in der Führungsetage zu sein. Statt auf Diplomatie setzt man dort auf gewalttätige Konfrontation, um Kontrolle auszuüben. Trotz alledem habe ich es bisher erfolgreich geschafft, den Gefechten aus dem Weg zu gehen, indem ich die Laufbahn einer Einsatzgelehrten gewählt habe. Es muss sich noch herausstellen, wie lange ich den Anblick von Blut auf meiner moralisch sauberen Weste ertragen kann. Dann kommen Sie. Wir müssen nur noch ein wenig durchhalten. Ich weiß nicht, Halen. Siehst du, Wir haben auch schon die Hälfte Halen unserer Leute zweifelt. verloren. Klar, der Neuling hilft uns. Aber ich hoffe wirklich, dass wir lange genug überleben. Wir schaffen das Große. Im Wir Prinzip schaffen das. ist die Halen ja ein sympathischer Charakter. Sie hat halt leider nur... Tut mir leid wegen den anderen. Was? Halen, Du solltest dich besser beeilen. Paladin Dance lässt man lieber nicht warten. Herrst, mein Sohn wartet auch schon über 200 Jahre auf mich. Da kommt's auf 3 Minuten an, Herr Mann. Ach Mädchen, du bist richtig unterhaltsam. Wie eine warme Cola im wie eine warme Cola im Sommer. So. Ah, das Commonwealth. Ein Durcheinander nach dem anderen. Ja, Cozy, du kannst gerne anfangen zusammenrahmen. Mir ist das ja scheißegal, ich habe ja Zeit. Weil ich genau weiß, dass das alles ein bisschen miteinander dauern wird. So, Cozy. Aus dem Weg, du Luder. Du geiles. das Schloss kriege ich nicht auf. Ja, mein Schatz, du bist zu blöd dafür, ich weiß. Ich hab's ja schon mal erwähnt. Mich wundert, dass unser Charakter überhaupt gerade über die Straßen gehen kann. Okay. So. Das noch mit, das noch mit, das noch mit. Wie gesagt, tu das im Leben, was dir Spaß macht und lass dich einfach nicht ärgern. Du kannst so viel nicht aufhalten und ertragen. Ja. Zigaretten. Braucht man. Hörst du, Alter, hast du Chick für mich? Ha? Hast du Chick für mich? Nein, aber Haarklammern und... Was hat jetzt gehabt? Handschellen. Ja. Nächsten Domino-Studio können wir uns damit selbstständig machen. So, dann. Mann, oh Mann. Das war ein unglaublicher Kampf, nicht wahr? Zuzusehen, wie es diese Gule zerfetzt, war das Beste, was mir seit Wochen passiert ist. Hat man dir je gesagt, dass du ein blutrünstiger Irrer bist? Hat man dir je gesagt, dass du total süß lächelst, wenn du versuchst, wütend zu werden? Netter Versuch, Rice. Netter Versuch. So, ich glaube, wir haben da jetzt mal alles soweit ausgerannt. Ja. Okidok, wir schauen jetzt einmal. Ja, da ist noch ein Räumchen, genau. Ah, warte mal, da gibt's ja was. Hier lümmelt etwas sehr Interessantes rum. Bist du Moped, Alter? Das ist ein Lootfinger, hä? Hosenträger brauchen wir nicht. Chat brauchen wir aber. Wo ist das, was ich suche? Das müsste in diesem Regal verweilen. Da. Hallo Team, Captain Whitmark hier. Willkommen bei der Sonderkommission. Operation Winters Ende beginnt jetzt. Mit Ihnen.
Zusammen werden wir Eddie Winter von seinem Thron stoßen und seinen Hintern in einen 2000 Volt Entspannungssessel verfrachten. Es wird Sie sicher nicht verwundern, dass unsere Operationen in Boston, nun, um es kurz zu machen, verraten wurden. Winter hat überall seine Leute, auch im BPD. Also haben unsere Kollegen auf der anderen Flussseite in Cambridge uns freundlicherweise gestattet, das Cambridge Police Department als Hauptquartier zu nutzen. Machen wir uns an die Arbeit. Viel Glück. Und nun zu diesem Terminal. Stil. Wo haben wir denn jetzt da die ganzen schönen Dinge zum... Da haben wir was. Warte mal, wir probieren es mal, ob wir es so kriegen. Und zwar, wir haben da gehabt Stil, gell? Also Stil echt. Meets. M-E-E-T-S. Ich glaube, das haut nicht ganz hin. Meets. W-A-V-E-S. Das kann es nicht sein. T-R-A-P-S. Kann es auch nicht sein. Kann es auch nicht sein? Na. Na. Knife. Kann es auch nicht sein. S-E-L-L-S. Hm? Cells Eintreffer. Hä? Jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Spence. S-P-E. Cool. Bingo. Winter Holotape Logs. Das wollte ich, genau. Karte aktualisiert. Eddie Winter returned to Agent Mitchell Boston. Und mailed to Sulzbach-Malden, bitte. Okay, passt. Sehr gut. Gut gemacht. Wirklich gut gemacht. Ja, danke, Meister. Danke, Meister. Danke, 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 danke. Gut. Das ist in jedem Fall spannender als die Arbeit im Haushalt. Wir benötigen ungefähr 20.000, glaube ich. Nur mal schauen, vielleicht kriegen wir bis dato genug Charisma etc. zusammen. Für mich gibt es vorab nur eine Waffe, die ich will. Genau. Und das ist, du wirst gleich erschaudern und erschrecken. Das ist der Wächter des Aufsehers aus Vault 81. Gut, ich glaube, die Bruderschaft ist jetzt arm genug und wir können Vorkriegsgeld. Siehst, lass mich nicht vergessen, wir müssen das Vorkriegsgeld verweilen irgendwo anders, weil wir das ja in Nuka World auf den Kopf hauen dürfen, können, sollen, wollen, müssen tun. Okay? Gut. Gehen wir so, ab zu Paladin Dance. Wir haben ja schon eine Waffe, ein Laser. Bist du deppert? Ein Lasergewehr. Ja, bist du Moped, der schau dir das an, erst, ha? Da schau, Cosi. Wo ist denn jetzt der Dance? Dance, du Suppennudel, wo bist denn? Dance, die Suppen... Okay, muss ich noch mehr verraten? Hm? Dir ist aber eh bewusst, gell? Wenn Elite-Soldaten auf dem Tisch oben stehen, damit sie eine höhere Position haben beim Übersägen, gell? Paladin Dance ist ein unglaublich guter Truppführer. Ich wüsste nicht, was wir ohne ihn machen sollten. Ja, das kann ja der verraten heilen, dann hast du einen anderen, der die Truppe führt.
Es kann nur mehr noch beschissener kommen. Dance, Bist du bereit? Warum das Polizeirevier, Baby? warum habt ihr einen Außenposten in einem Polizeirevier errichtet? In Anbetracht der Tatsache, dass es sich um ein Polizeirevier handelt, hielten wir es für klug, dort nach Waffen und Munition zu suchen. Der Funkmast auf dem Dach war nur ein unerwarteter Bonus, auch wenn er noch gewisse Mängel hat, die wir beheben müssen. Es ist vielleicht nicht so imposant wie die Zitadelle im Ödland der Hauptstadt, aber für unsere Zwecke reicht es. Mehr will ich derzeit dazu nicht sagen. Bist du bereit, die Mission fortzusetzen? Ja. Bereit. Wunderbar. Folge mir und versuche nicht zurückzufallen. Warum stehst du hier rum, als hättest du nichts zu tun? Paladin Dance wartet auf dich. Wisst ihr, was das Schöne ist? Es wird der Zeitpunkt kommen, wo ich mit den Minutemen die Bruderschaft angreifen werde, hier zu diesem Dings zurückkehre und einfach nur einmal so mache. Genau. So. Du solltest dich besser beeilen. Paladin Dance lässt man lieber nicht warten. Oh Gott, die haben alle einen Stress. Die haben alle einen Stress. Das ist die Neujahrsepisode, die ich am 25. Dezember aufgenommen habe. Und die machen alle einen Stress. In so einem lass über 200 Jahre warten und dann kommt so ein Scheiß daher. Ich sag das, nein. Der Roboter. Er ist unser Optimus Dance. Wir nehmen diese Gasse. Mir nach. Oder der Mega Dance. Der Tron Dance. Argent liegt im Westen, nicht weit von hier. Wenn wir dieser Straße folgen, können wir den größeren Ghoul-Gruppen aus dem Weg gehen, die sich in Cambridge rumtreiben. Sich so weit vom Polizeirevier zu entfernen ist riskant, aber den Sender funktionstüchtig zu bekommen hat oberste Priorität. Wenn es nach mir ginge, hätte ich mein Team schon längst verlegt. Aber Gelehrte Halen hat beunruhigende Energiewerte in der Gegend gemessen, denen wir nachgehen müssen. Wir wissen nicht viel darüber, nur dass sie lediglich für kurze Zeit auftreten und eine Frequenz verwenden, für die fortschrittliche Technologie erforderlich ist. Wir befürchten, dass derjenige, der für diese Energiewerte verantwortlich ist, eine Bedrohung sein könnte. Also müssen wir der Sache nachgehen. Ich darf mal schauen, ob, wenn die Energiewerte auftreten, ob nicht gerade irgendwer mit Problemen und Verstopfung am Scheißhaus huckt. Oh, Dance. Du. Der Hund lässt dich keine Lauer aussehen, bist du deppert. Man kann ja alles mit geistigem Hausverstand kann man ja alles erklären. Also, ehrlich gesagt, bei mir kommen auch Energiewerte auf von dem Scheißerhuck. Aus. Aus. Hörst, der hat Scheißer gesagt. Okay. So. Liebe Leute, groß und klein. Nun ist vollste Konzentration angesagt. Wir müssen uns dermaßen konzentrieren, dass du selbst beim Kochen Eier abschrecken kannst damit. Im Zusammenhang weiß ich jetzt zwar nicht, aber mein Gott. Schau, da ist was. Im Übrigen, Gott, das ist ein Koffer, nur dass du Bescheid weißt, weil es überall dabei steht. Ach süß. Eine Splittergranate und... Hey! Schon wieder mal eine Party ohne mich. Es sackeln. Na warte. Kampfbereitschaft aufgehoben. Das ist eine Wütsau, ha? Bist du Moped? Es überrascht dich vielleicht, aber mein Erkundungsteam ist nicht das erste, das ins Commonwealth vorgedrungen ist. Über die letzten 7 Jahre hat die Bruderschaft 2 weitere Teams hierher geschickt, um Technologie zu sammeln. Die Mission des ersten Teams war ein großer Erfolg. Sie haben kistenweise Vorkriegsartefakte und historische Dokumente mitgebracht. Die zweite Mission verlief nicht ganz so gut. Kurz nachdem das Team angekommen war, ist der Kontakt ab und wir haben nie wieder etwas von ihnen gehört. Was mein Team angeht, wir haben schon 4 Männer an dieses verfluchte Ödland verloren. Seit unserer Ankunft werden wir laufend attackiert. Aber trotz dieser Rückschläge denke ich nicht daran aufzugeben oder als verschollen gemeldet zu werden. Wisst, ich hab leider einen großen... Ist es ein Fable? Ist es verrückt? Ist es oberflächlich?
Aber es gibt eine Sache, auf die stehe ich irrsinnig. Auch wenn sie, ja, ich sage mal, wenn sie jetzt nicht unbedingt im größten, tiefgründigsten, wenn sie jetzt auch nicht unbedingt die große Tiefe haben, mit Herzschmerz und was weiß ich, Zeitverschiebungskontingenten und hin und her, ich stehe irgendwie auf Michael Bay Filme. Oder, wie heißt, Michael Bay, Don Simpson und Jerry Bruckheimer zum Beispiel. Ich weiß nicht, irgendeiner von den zwei ist ja gestorben. Ich glaube, der Don Simpson oder Jerry Bruckheimer. Das ist jetzt nicht anliegt. Irgendwer von denen ist ja gestorben. Und die haben ja Mitte der 90er, Ende der 90er, haben die so Filme draht wie The Rock. Na, Face Off im Körper des Feindes, ne, das war John Woo, genau. The Rock. Was haben die noch gemacht? Bad Boys war der erste Teil, glaube ich, auch von Jerry Bruckheimer, gemeinsam mit Michael Bay. Ich muss da auch und ehrlich gesagt gestehen, ich liebe solche Filme. Ich liebe sie wirklich. John Woos Face Off im Körper des Feindes zum Beispiel mit John Travolta und Nicolas Cage. Der Film ist irre geil, ehrlich. Wer du schaust. Hallo? Meistens liegt es da schon, wenn du dein Glück relativ hoch hast, kann da nämlich passieren, dass du da schon einen legendären dabei hast. Wo haben denn wir eigentlich unser Glück? Glück auf 7. Ja, wie gesagt, je höher du am Anfang dein Glück hast, umso bessere Gegenstände kannst finden. Und wie du siehst, wir sind da voll Technologie. Arcjet Systems. Draußen sollten keine Sicherheitssysteme sein. Wir können also durch den Haupteingang rein. Wir sind ja so ein überprivilegierter technologischer Zipfel, dass wir jetzt schon Laserwaffen haben. Bist du deppert? Doch, eine Waffe wird uns keiner wegnehmen. Diese Waffe ist so grausam. Ja. Ich habe jetzt schon Angst davor. Das ist meine steirische Schnauze. So, da. Ja, ich bin altmodisch. Ich bin wirklich ein altbackener. Ein altgebackener. Ja, altgebacken halt. Wollen wir noch ein bisschen machen? Na. Wisst ihr was? Ich muss nämlich Spielzeit strecken und noch ein paar Teile auszubringen unter dem Vorwand, dass wir eigentlich unterwegs sind nach Diamond City. Und es wäre ja langweilig, wenn alles im Leben immer geradlinig ginge, gell? Also, ich wünsche dir dabei eine schöne Zeit. Ich für meinen Teil werde meinen Urlaub noch ein Weilchen genießen. Und ich will dir einen schönen Ausblick gewähren. Und zwar da, schau her, jetzt sage ich dir was technologisch Wertvolles. Das ist sogar so technologisch wertvoll, dass selbst das Prädikat wertvoll, Prädikat pädagogisch wertvoll noch dagegen ausschaut wie ein Kindergartenspiel. Schau, bitteschön. Die technologische Erfindung 2277.
Ich wünsche dir was, bis zum nächsten Mal und bleib brav. Baba dabei.